Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit düt und dat. Ich freu mich, dass du wieder reinkickt. Wett du, wat ich mit uns Leben, wie du mir Wladimir Putin gemeinsam hef? Hei het für ein Jahr die Ukraine angräben. Und ich hef auch für ein Jahr angräben, aber bloß mit meinem Plattkanal. Und dabei ist, so wie ich das beurteilen kann, noch überhaupt keine Schaden kommen. Letztes Mal hab ich ja noch was vertellt von der Weltuntergangsglock. Und grad ha ich das fertig, lese ich was über den Weltkorruptionsindex. Mann. Also, wenn Korruption rot ist, dann besteigt uns Weltkort bloß und eine Farbe. Rot in unterschiedliche Töne, also düsterrot, knallrot, blautrot, hellrot, ein bisschen Rosé ist auch dabei. Korrupt sind sie alle, aber eben unterschiedlich doll. Dänemark ist auf Platz 1, also Rosé. Und Somalia ist ganz 8, also düsterrot. Und Deutschland ist auf Platz 9. Also gar nicht so schlecht, aber noch ein bisschen mit Luft nach Baven. Der Massenskandal, Alfons Schubeck und die LNG-Terminal, die haben uns nur so ein bisschen nach 8 rutschen lassen. Ganz anderes Thema. In Massachusetts, also dort drüben in Amerika, dort sind sie nun gerade an überlegen, ob sie nicht Haftverkürzung für Organspende gewähren wollt. Das heißt, sie habt zu wenig Organspendes. Und nun wollt sie das bitte für Breckes schmackhaft machen. Also wenn du zum Beispiel eine Niere oder Knochenmark oder ein Teil von deiner Lippe spenden deis, dann wart die für ein paar Jahr die Haft entladen. Und wenn du bereit bist, den Hart zu spenden, also was man sich natürlich genau überlegen muss, dann wart die ganze Haftzeit erladen. Also das ist doch mal eine tolle Sache. Themenwechsel. Kennt ihr Marina Jankina und Wladimir Makarov? Das waren zwei russische hohe Beamte. Die haben sich nu umgebracht. Jedenfalls war das in Russland so publiziert. Marina Jankina, das war eine Finanzchefin bei einem Militärbezirk. Und sei es kurz nach ihrer Entladung und den 6. Stock von ihrer Wohnung in St. Petersburg stürzt. Und Wladimir Makarov, das war ein hohe Beamte im Ministerium. Und er hat sich kurz nach seinen Entladen wohl auch umgebracht, hat sie jedenfalls in der Nähe von Moskau gefunden. Das sind nur allbald deutlich hochrangige Personen, die sich in den letzten 2-3 Jahren kurz nach ihrer Freisetzung umgebracht haben. Ich glaube aber, dass uns Leben Wladimir Putin das anordnet hat, dass der sich umbringen schuld. So, und wenn er das denn anordnet, dann endet das meistens denn mit Selbstmord. Und am Ende ist schon was düster. Also gegen Abend, bei uns ja auch. Und gestern Abend, das kann ich ja nur all vertellen, da hat Helmut was belebt. Das will er ja nur mal vertellen. Helmut, bist du nu also weit? Moin, hier bin ich wieder, Jan Helmut. Gestern Abend, da wollte ich mit meinem Freund bei mir Fernseh kicken, mit Karl Hemmern. Er wollte mich aber noch anrufen. Ich habe dann ganzen Kram mir da auch parat legt, also hier Fernbedienung für den Fernseher, Fernbedienung für den Lautsprecher, Fernbedienung für den Receiver oder wie das heißt, mein Handy, Fastnetz, also auch an Schnur. Du stichst doch da meist überhaupt nicht mehr durch. Hab ich gedacht, mag dann Kassen doch einmal an, dann löppt das einmal, wenn Karl Hemmern kommt. Das hätten ben durch, wenn ich kapiert hef, dass ich wohl mein Telefon in den Grabbel kriegen ha, um den Fernseher anzustellen.
wird dat denn endlich lobende? So, den bimmelt dat. Dabei muss ich denn wohl die Fernbedienung zur Vaden kriegen hem. Ist sie gediegen, hab ich gedacht. Warum rübt Karl Hemmann mir denn auf die Fernbedienung an? Gut, da sind wir wieder. Besten Dank, Helmut. Dein Problem ist klar geworden. Was haben wir nun noch? Fußball, Bundesliga. Oh, 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 mein FC Bayern München hier. In Paris hab's gewonnen und in Gladbach hab's nur verloren. Ich verstehe das nicht. Jim ist werde Gladbach. Seit Jahren kriegt die doch kein Bein an den Ball. Und Oliver Kahn, wie ist der da überhaupt hinkommen? Er hat überhaupt keinen Führerschein mehr. Nach Paris auch. Salihamidzic, dann geht vielleicht genauso. Er ist blitzt worden. Hat aber gleich mal wieder Einspruch einlegt. Schuldverhandlung persönlich vorbeikommen. Ist er aber gar nicht erst hinfeuert. Hat dann Richter da sieden lassen. Ob das eine gaue Idee war, das weiß ich auch nicht. Sportlich war die Bundesliga dort ja aber interessant. Sehr interessant. Hat keiner mit Recht. Also ich auch nicht. HSV macht auch Schlagzeilen, also auf der Straße. Zwei Profis habt sich da unten an Hafen mit jungen Autos ein Straßenrennen liefert. Die einen hat die Kontrolle verloren, ist gegen eine Mauer donnert und dann in eine Bushaltestelle kracht, utsteigen, wieder an anderen insteigen, gemeinsam sind sie dann abhaut. Die Polizei, die hat schon dann aber in die Wohnung von dann mit das kaputte Auto antraben, das andere Auto stand auch liegt noch in der Garage. Also zwei echte Profis eben. Sportlich hat aber loben. HSV hat gewonnen, St. Pauli hat auch gewonnen. Also die beiden Hamburger Mannschaften, die marschiert. So, liebe Lü, das war der Plattkanal mit dort und dat. Ich freue mich, dass ihr reinkeken habt. Blieb gesund. Ich lasse wieder von mir hören. Ich melde mich wieder. Ich bin Jürgen Müller.